Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, wir haben heute mal einen Punkt erreicht, wo ich eigentlich eine Folge nur aufnehme, damit ihr ein bisschen was von mir gehört habt. Jedenfalls die so treu sind und hier regelmäßig einschalten, ist eine Folge eher für euch. Denn, ja, keine Ahnung. Aktuell motiviert mich gar nichts großartig, besonders euphorisch und überschwänglich über den FC zu reden, denn es gehen hier momentan ein paar Dinge vor, die mich jetzt, die meine Stimmung ein bisschen drücken, muss ich an der Stelle mal sagen. Jetzt mal ganz ehrlich, was hier momentan so abgeht, da muss ich wirklich sagen, es lässt mich daran zweifeln, wie professionell unser Verein mittlerweile eingestellt ist. Oder auch, wie schnell er sich auf seinen Erfolgen ausruht. Und das geht mir halt durch den Kopf. Lasst uns ein bisschen darüber sprechen. Im Angesicht unseres Auswärtsspiels in Ulm. Und ja, das ist mein Senf, den ich dazu gebe. Also Anfang der Woche, Rosenmontag, wurde natürlich ordentlich gefeiert. Party hard hieß es dann bei unseren Granaten, bei unseren Kadergranaten vom 1. FC Köln. Rosenmontagszug, ich hab's euch ja gesagt, da wird ordentlich gefeiert und naja, ich halte davon nicht viel. Es nervt mich ehrlich gesagt, wenn ich da sehe, wie sie total feuchtfröhlich am Feiern sind, obwohl sie richtig reingeschissen haben in Karlsruhe. Auch die Spiele davor waren entweder schlecht oder gerade mal so einigermaßen zurechtgebogen. Aber gut, mit zurechtbiegen kennt sich ja insbesondere unser Geschäftsführer Sport Christian Keller richtig gut aus. Denn der hat mal wieder die Wahrheit zurechtgebogen. War das am Sonntag oder sowas, wo er das gesagt hat über Imad Rondic, dass der nicht als Soforthilfe gedacht war? Ein 26-jähriger Stürmer gilt nicht als Soforthilfe. Ja, danke, dass du uns die Augen geöffnet hast. Ja, geil, wir haben uns alle getäuscht. Wir haben uns alle getäuscht. 1,5 Jahre lang hatte dieser Mann Zeit, sich vorzubereiten und im Nachhinein verpflichtet er Leute, die für uns keine Soforthilfe sind. Ich will jetzt Rondic auch nicht vorverurteilen. Vielleicht zeigt er noch die einen oder anderen Leistungen, die uns vielleicht vom Gegenteil überzeugen, dass das nicht schon wieder ein Fehlgriff war. Gegen, ja, jetzt hätte ich es beinahe gesagt, gegen deren Namen hier nicht erwähnt wird, gab es ja schon mal ein Tor, das aberkannt wurde. Da dachten wir auch, ja geil, Debüttor und so weiter und so fort. Aber naja, für den Fall der Fälle, dass er reinscheißt, er ist keine Soforthilfe. Ich wundere mich wirklich, dass Christian Keller sich an Karneval nicht als Pinocchio verkleidet hat. Wobei, eigentlich ist das gar nicht eine Verkleidung, das ist seine Identität. Das dazu. Ja, jedenfalls plötzlich sind die Transfers jedenfalls keine Soforthilfe, kein einziger. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern ist hier die Devise. Naja, aber was willst du auch von einem Mann erwarten, der kein Netzwerk hat? Das Netzwerk, das reicht nur in bestimmte Länder. Ich kann da nur zitieren, was ich vor kurzem von Uli Hoeneß gehört habe. Und ihr könnt über Uli Hoeneß sagen, was ihr wollt, aber das ist der beste Manager, den es jemals in der Bundesliga gegeben hat. Der meinte halt zum Beispiel, warum Max Eberl geholt wurde zu den Bayern, weil er ein gutes Netzwerk hat. Er hält viel von Managern mit einem guten Netzwerk. Aber gut, da werden jetzt wieder einige sagen, ja, guck mal, der Steuerhinterzieher, der sich hier auch so ein bisschen die Wahrheit zurechtgebogen hat und so weiter. Der hat eh 2 Gesichter, bla bla bla. Ja, aber trotzdem ist es der erfolgreichste Manager der Bundesliga-Geschichte. Der ist dafür verantwortlich, dass die Bayern so viel Geld haben oder hatten. Weiß ja nicht, wie viel vom Wettgeldkonto ausgegeben wurde. Aber gut, ich weiß ja ganz genau, dass die Leute dann sagen werden, ja, dann werd doch Bayern-Fan, etc. pp. Ja, könnt ihr ruhig labern, was ihr wollt. Aber wir scheinen alle komplette Vollidioten zu sein, die Christian Keller kritisieren. Wir haben alle Unrecht. Wir sehen nur nicht ein, wie geil er ist. Ne? Der wird schon noch geil. Das wird schon noch ein geiler Geschäftsführer. Das wird schon noch. Ne? Gut Ding will Weile haben. So viel mal dazu. Ja, wir haben anscheinend den nächsten Ausfall zu beklagen. Damien Downs hat diese Woche nur mit so einer Armschiene trainiert und das nur wenige Tage. Sieht wohl nicht so aus, dass er in Ulm spielen wird.
Und ja, Tim Lemperle ist wieder ins Training eingestiegen. Ist wieder eingestiegen. Ja, was das heißt, schauen wir mal. Ich persönlich sage ganz ehrlich, wisst ihr, wen ich da im Sturm erwarte am Samstag? Dafür Steffen Tigges. Ich habe so ein Gefühl. Naja. Gefühle, die ich bezüglich zu diesem Spiel habe, sind generell scheiße. Aber gut, ich habe ja auch schon gesagt, es könnte auch zu einem trügerischen Sieg kommen. Aber zum Spieltagstipp werden wir in Kürze kommen. Denn noch eine Karnevalsanekdote möchte ich noch hinzufügen. Ich habe doch gesagt, da werden wieder einige Spieler ausfallen. Und ja, Dominik Heinz hat sich krank gemeldet, steht auch nicht zur Verfügung. Ja, geil, ne? Aber Hauptsache Karneval feiern. Ich frage mich auch wirklich langsam, was für Prioritäten dieser Vorstand eigentlich setzt. Hauptsache bei der Fanszene den hier machen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und da passiert schon nichts. Unfassbar. Wisst ihr, wirklich, diese Leute, die setzen alles über den Sport, aber auch wirklich alles. Hauptsache man präsentiert sich, Hauptsache man präsentiert sich an Karneval, Hauptsache man bringt alle paar Jubeljahre mal ein paar Fanartikel raus, die cool sind. Immer schön auf die Retro-Schiene, damit noch ein bisschen Geld reingepumpt wird. Und schon wird der Laden am Laufen gehalten. Ich habe mir auch keine großartigen Gedanken jetzt über die Ulmer Spatzen gemacht. Ja, hier und da gab es ein paar ordentliche Ergebnisse, insbesondere gegen die Abstiegskonkurrenten. Aber ansonsten, ich sag mal so, das ist eine sehr offene Partie und ich sage euch jetzt im Voraus, wir kommen auch langsam zu Ende dieser Sendung. Viel habe ich nicht zu erzählen, weil ich habe ein scheiß Gefühl, habe ein richtig beschissenes Gefühl. Aber wer weiß, vielleicht widerlegt mich ja die Münze. Denn, liebe Freunde, heute ist es wieder soweit. Geiß oder Bock? Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze 1:0. gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also dann, Freunde, die Münze wird heute entscheiden, was wir da am Samstag abliefern. So, das ist die Niederlage. 2:0 für den SSV Ulm. Die gerechte Strafe für unsere Unprofessionalität. Ich habe gesagt, also ich habe es euch nicht im Voraus gesagt, wäre das jetzt hier auf diese Seite gefallen, dann wäre es ein Sieg gewesen, aber so ein billiger 1:0 Sieg, der irgendwie trügerisch wirkt. Bin mal gespannt, inwieweit uns diese Niederlage die Augen öffnet, wenn es denn dazu kommt. Die Münze hat nicht immer recht, das wisst ihr ganz genau. Ja, und mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Schauen wir mal, wie ich nach dem Spiel reacte. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.